Moie Kanner, wie der gesit, si ma haut net zu Lützeburg. Mei fleicht huet vun ihr eng Idee, wo ma hei sinn. An? Zu Rom, richtig. Rom, dat war d'Hauptstadt vum Römische Reich. An d'Römisch Reich, dat das Hai fir rund bald 2800 Joer gegrünnt ginn. Rund dem Tiber, dat das D-Floss, den durch Rom fließt, ginn et ganz viel Hivelen. Op denen Hivelen, wie zum Beispiel dem Palatin an dem Kapitol, lagen Dörfer, die sich 753 v. Christus zu enger Stadt zusammengeschlossen haben. Diese Stadt haben sie Rom genannt. Einer Legende noch ist die Stadt Rom 753 v. Christus von den Zwillingen Romulus und Remus gegründet gehen. 753 Rom schlüpft aus dem Ei. So könnt ihr ihre Stadt verhalen. Die zwei hätten sollen von Zaldoten umgebracht gehen, mit Zaldoten haben die zwei ausgesät. Eng Wolfsmam huet ze fand as sich se gekümmert. Mei spät wollten sie nun eng Staat gründen. Sie hun awer Streit krit an de Romulus huet de Remus erschloen an Staat allein gegrünnt. Dat ass awer just eng Legend. No senger Gründung ass der Römisch Reich immer mi groß gin. Fir d'éicht huet sech op der italienischer Halbinsel ausgebreet. Dat ass hin awer net durchgangen, as sie hun alle go Deiländer ugegraf, die rund um Mittelmeer waren. Deler vu Westeuropa, Asien an noch Deler vun Afrika. Sogar bis a Großbritannien sind Trämer 4 gedrungen. Das Trämer so viel Länder Uwertun hat auch damit zu tun, dass sie ein immens gut Straßennetz hatten. Die Straßen die wurden so gebaut, dass so Mann wie möglich Kehren drauf waren. Und Boden, da haben Trämer dick Steine gelegt, für dass es auch, wenn es geregnet hat, am Wasser auf der Straße war, dass sie dann nicht am Bulli hängen geblieben sind. Die Straßen die wurden so gebaut, dass 2 Wehen lang Schnee gekommen sind. Sie waren bis zu 7 Meter breit. An der Mitte, da war die Straße ein bisschen mehr hoch wie auf den Seiten, für das das Wasser auflaufen und nicht auf der Straße stehen geblieben ist. Ein anderer Grund, das war hier Armee, die immens gut organisiert war. Das war aber nicht eine grosse Armee, sondern lauter kleine sogenannte Legionen, die aus 3000 bis 6000 Soldaten bestanden haben. Zu der Zeit, wo der Römische Reich am größten war, gaben es 25 bis 30 so Legionen. Die Soldaten, die zu diesen Legionen gehört haben, mussten kräftig gebaut sein und mindestens 1,70 Meter groß sein. Auf ihrem Helm hatten sie einen Stachel, mit dem sie kämpfen konnten, für den Fall, dass sie keine andere Waffe mehr hatten. Über Nacht haben sie all Abend an einem Kastrum, einem Lager, das sie alltag Neues aufgebaut haben und oben neu abgebaut haben. Der Kastum konnte auch aus Holz sein, und es hat 2 bis 3 Stunden gedauert, für ihn abzubauen. Für Ragelos zu gehen, mussten ein Passwort suchen. Wisst ihr, mit was die Soldaten bezahlt wurden? Bei einem Teil von dem, was sie verdient haben, kriegten sie eine Form von Salz ausbezahlt. Salz war damals immens wertvoll, weil es nicht viel gab. Es gab sogar von den Soldaten bewahrt, für das keiner soll klauen. Auf Französisch nennen das, was die für seine Arbeit kriegt, ein Salaire. Das Wort stammt vom lateinischen Wort Sal auf, was so viel heißt wie Salz. Kommandiert gab eine Legion von einem Feldherr. Ein ganz berühmter Feldherr, das war den Herr Hai, der Gallius Julius Caesar. Hier ist mit seiner Legion an den Krieg gezogen und hat ganz viele Länder erobert, unter anderem Gallien. So wurde früher Frankreich genannt. Noch und noch ist er immer mehr mächtig gehen, und sein Ziel war es, für ein lang über das Römische Reich zu regieren. Und das sollte ihm auch gelingen, weil er sich selber zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Das hat viele Leute aber nicht gefallen, also gab ihn 44 v. Christus ermordet. Der Julius Caesar den als von Senatoren umgebracht gehen. Wir waren da laut Senatoren. Dafür muss man ein bisschen an der Zeit zurückgehen und gucken, wie Rom regiert wurde. Am Anfang stand ein König unterstützt vom Römischen Reich. Nach 5 Königen war damals allerdings Schluss. Die Leute die wollten selber mitbestimmen, was an ihrem Reich sollte geschehen. 510 v. Christus haben sie den letzten König gestürzt und die Römische Republik gegründet. In dem Moment konnte das Volk dann auf Versammlungen über Krieg oder Frieden aufstimmen. Mehr mächtig waren aber die Leute, die am Senat sitzen. Das waren reich adlige Römer, die Senatoren genannt wurden. Die Senatoren, die Julius Caesar ermordet haben, haben es aber nicht fertig gebracht, für den Marsch zu kommen, weil dem Caesar sein Neffe, den Augustus, hat sich zum ersten Kaiser vom Römischen Reich gemacht, also altmarsch aus sich gehabt. Dem Diokletian sind 2 Boven haben das Römische Reich 395 nach Christus an den Weströmischen Reich und den Oströmischen Reich abgedeelt. 476 nach Christus hat sich das Weströmische Reich abgelöst, weil der Kaiser von den Germanen gestürzt wurde. Das Oströmische Reich hat noch bis bald Mittelalter existiert.
Hei si mal beim Forum Romanum. Am Ufang war dat ein gros Marktplatz. No an no sind dann Tempeln, Großhallen an noch Palästhei gebaut gin. Et gouf zum Zentrum vun der Politik an Gesetzer, die sind hei gestimmt gin. Die Leute, die sich nicht und Gesetze gehalten haben, die kommen wie bei uns haut auch für Gericht und gouf bestraft. Hol mir mal an, der Pitt hat mir etwas geklaut und ist schon dabei erwischt. Dann hun ich muss für Gericht, so wie haut auch, an erklären, was geschieht ist. Der Pitt, der gouf auch gefragt und er konnte die ganze Sache aus seiner Sicht erklären. Du wurdet aus 7 Leute, die Geschworenen, für zu sagen, ob sie meinen, dass der Pitt schuldig ist oder nicht. Dafür hatte sie 2 Tafeln. Op der enger Tafel stond de Buchstabe A für Absolvo drauf. Wo sie die an die Luft gehoben, da waren sie der Meinung, dass der Pitt unschuldig ist. Op der anderen Tafel, die sie konnte weisen, da stond ein C drauf für Condemno. Wo sie die gewiesen, da waren sie der Meinung, dass der Pitt schuldig ist. Dabei konnte jedermann die Tafel weisen, die ihr wollt, und dann noch geguckt, was für ein Buchstaben am meisten gewiesen goufen. War verschiedene Geschworener keine Stimme aufgehen haben, und es waren dann genauso viel der Meinung, dass den Ugeklote schuldig war, wie der gemeint und wir unschuldig, dann hat gegolten in dubio pro reo. Am Zweifel für den Ugekloten an den auf dem Moment freigesprochen. Die Strafen, das konnten einfach Geldbeträge sein, es konnte aber auch sein, dass der Schuldigen den Raum verlassen oder er konnte zum Tod an der Arena verurteilt gehen. Der Toten, das ist der Pantheon, an den ist auch von den Römern gebaut gin. An das besonders von dem ist, dass der Durchmesser genauso groß ist wie sein Heicht, nämlich 43,2 Meter. An oben am Dach, da ist ein Loch mit einem Durchmesser von 9 Meter. Oh, ich kann dir noch so viel über die Römer erzählen. Wir haben Zeit für heute, die ist leider schon rüber. Wie was da wat? Ich bleibe einfach noch eine Woche, esse genug Pizza und Pasta, und die nächste Woche erzähle ich euch dann noch ein bisschen über die Römer. Alle Kanal, bis die nächste Kehr.